Herzlich willkommen zu einem LiveNet-Talk. Mein Name ist Marco Jörg, ich bin der Geschäftsführer von der Stiftung David Dienst Schweiz und freue mich riesig, euch hier zu begrüßen. Begrüßen darf ich auch ein Ehepaar, das wir heute Nachmittag hier haben für den Talk. Das ist Tabea und Johannes Sieber. Die einen werden Sie kennen, viele kennen euch noch nicht. Herzlich willkommen hier im LiveNet-Talk, ihr zwei. Merci. Danke. Ja, meine erste Frage ist ein bisschen zu euch. Jochi und Tabi, wir kennen uns schon eine Weile, aber wie würdet ihr euch vorstellen, ganz sec, wer sind ihr als Ehepaar? Wer möchte zuerst? Ja, wir sind ursprünglich von Thun, sind dort mehrheitlich aufgewachsen, haben uns dort lernen kennen, ich war dort Jugendpastor in der Freikirche. Und genau, hat Theologie studiert und so weiter. Und genau das hat uns dann dazu geführt, dass wir eigene Projekte gründen. Und jetzt sind wir mittlerweile im nebligen Mittelland und ich arbeite im ISTL als Studienleiter. Mhm. Ja, dort wohnen wir zusammen in Gemeinschaft, leben Gemeinschaft. Das ist sicher ein grosser Teil von unserem Herz, auch von unserer Vision, auch vom Grund, warum wir im Mittelland sind. Genau, als Familie dort. Als Familie, ihr habt einen Sohn, der Ria. Genau. Wie alt ist er? 3. 3. Da läuft ein bisschen etwas. Gemeinschaft, Elia, 3. Ich stelle mir das noch herausfordernd vor. Wie ist das Gemeinschaft? Also wie lebt ihr das? Mit Kind? Also ich lebe es eigentlich super entspannt, weil ja, wenn nach dem Essen irgendwie fängt immer irgendjemand zum Spielen und er hat mehrere Ansprechpartner, nicht nur mich oder Tabea, sondern er ist immer irgendwo und alle haben Freude und es ist immer eine Sache und es ist dann mehr auch ein bisschen das Ding, ein bisschen oben runterzuholen, wenn es dann ins Bett geht, aber wenn er so zu fest aufgetragen ist. Aber sonst ist das mega cool und entspannt und ist auch für ein Kind ist es unglaublich schön, einfach in einer Gemeinschaft aufzuwachsen, wo noch andere Kinder, andere Erwachsene hat. Und das merkt man schon in der Entwicklung, ja, dass er schon mit Erwachsenen umgehen kann. Vorhin waren wir da im Bahnhof gewesen. Es sind ganz viele Polizisten da gestanden, hat unbedingt einen grüßen, er hat wirklich überhaupt keine Hemmungen und ist hergegangen und hat einem die Hand geben und Hallo sagen. Ja, genau. Jetzt müssen wir vielleicht kurz erklären, von was für einer Gemeinschaft dass wir überhaupt jetzt da schwätzen. Das ist eben, ich kenne euch, ich bin euch zu Oftrigen das erste Mal begegnet, wo wir euch besuchen sind. Und da bin ich euch im Open House zu Oftrigen besuchen. Open House, die einen oder anderen in der Schweiz werden das schon gehört haben, was das ist. Viele kennen das aber überhaupt nicht. Tabea, Open House. Oder andersrum, Open House for Cities. Was ist das? Open House ist eigentlich ein Lebensstil von Leuten, die Jesus lieben, die Jesus nachfolgen, die zusammen leben und genau das miteinander teilen. Open House zeichnet sich dadurch, dass wir ein einfaches Leben führen mit Jesus, in der Autorität von Jesus, dass wir glauben, dass wir in dem Innen laufen können, so wie Jesus gelebt hat. Aber dass es in dem Sinne einfach ist, dass wir auch kindlich auf das vertrauen, was Jesus hat gesagt. Und genau, das kennzeichnet sich unter anderem dadurch, dass wir zusammenleben, teilen und eben, wie es der Name sagt, ein offenes Haus haben. Genau, viele Leute auch Besuch haben, einladen, für ihnen genau das Anliegen, wie auch mit ihnen zusammen auch das Leben zu teilen und zu erleben, wie sie dürfen Jesus kennenlernen, verändert werden von ihm, befreit werden, geheilt werden, für das so nicht nur einzelne Leute, sondern ganze Ortschaften, wo wir wohnen, dürfen verändert werden. Das wäre dann so das grosse Bild. Braucht es das wirklich? Hat auch Gemeinden in der Schweiz, die das in ihr Leben probieren? Also Gemeinschaft, ist das nicht mehr so ein Kuschelclub auch, Johi? Also das Ziel ist ja nicht, dass wir einfach zusammen sind als Gemeinschaft und einfach Freude haben aneinander. Das unterscheidet uns von eigentlich allen WGs. Wir sind keine WG in dem Sinn, sondern wir sind zusammengekommen, weil wir eben eine Vision haben für unsere Stadt, für unsere Ortschaft, dass Menschen zum Glauben kommen, dürfen frei werden. Und darum leben wir zusammen. Das ist eigentlich auch so ein Mittel zum Zweck, um das Zusammenleben. Aber da passiert natürlich auch viel von der geistlichen Familie, oder, wo
Jesus davor hat, von dieser Gemeinde von Jesus. Und das erleben wir in unserem Haus, in unseren Wohnungen. Und natürlich braucht es das. Und ich wünsche mir, dass noch viel, viel mehr, dass in jeder Ortschaft der Schweiz so ein Open House entsteht. Das muss nicht den Namen haben, der Name ist mir eigentlich egal, aber so der Lebensstil, wo man einfach offen lebt, wo man mit anderen zusammen das Leben teilt und Nachbarn und so weiter von der Stadt das können sehen und beobachten und einfach reinkommen und das auf eine ganz einfache Art und Weise dürfen miterleben, den Jesus. Und so haben wir schon viel erleben, dass zum Beispiel Menschen sind reingekommen, ich habe Sinn an eine Frau, die ist reingekommen und als sie auf der Schwelle steht, fängt sie an zu heulen, weil sie wie gespürt, dass da einfach Gott daheim ist. Ja, weil er in uns lebt, Gott. Und das hat die so berührt. Und genau, so solche Erlebnisse haben wir immer wieder. Also eigentlich kann man sagen, 24/7 Glauben, Leben, erleben lassen. Das ist so das, was ihr probiert in diesen Open Houses zu machen. Ja. Oder wie stelle ich mir das? Ich habe mir das, für jemanden, der von außen herkommt, ist es relativ schwierig zu vorstellen. Ich habe dir vorhin gesagt, wir sind keine WG in diesem Sinn. Dann wohnen wir ja miteinander zusammen in diesem Haus. Wie kannst du mal probieren zu beschreiben, wie fühlt sich denn das an? Oder was macht ihr denn dort? Genau, also jeder hat ja sein Leben, geht arbeiten, irgendwo Geld verdienen für einen Lebensunterhalt. Und nebendran sind wir einfach zusammen. Und dann kommen wir vielleicht am Abend zusammen zum Essen. Und jeder erzählt, wo er hat jemandem die Hände auflegen konnte, für Kranke beten im Zug oder beim Arbeiten oder irgendwo. Und nachher, ja, das motiviert natürlich, wenn man vielleicht einen schlechten Tag hatte. Das nachher, dann bin ich aber mega motiviert, wenn ich höre, einem anderen ist es wie gelungen, dass er heute für jemanden beten und es hat etwas ausgelöst. Und nach dem Essen manchmal tut man noch zusammen Bibel lesen oder worshipen oder auch nicht. Und genau, so ist es einfach total organisch im Alltag so das Leben. Und jetzt dort, wo wir jetzt gerade wohnen, wir haben jetzt eine Wohnung und andere haben andere Wohnungen, die bei uns im Block wohnen. Und manchmal ist es in einer WG, wo wir einfach ein Zimmer hatten. So, da kann das unterschiedlich aussehen und es kommt nicht auf die Form drauf an, sondern auf die Werte, die wir haben. Und ja, dass Menschen zum Glauben kommen, das ist das Ziel, oder? Mhm. Dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube, das ist auch das Ziel des Glauben. Dass Menschen dürfen das sehen, erkennen und sagen, hey, den Jesus brauche ich auch unbedingt. Okay. Das klingt für mich mega spannend. Auf der anderen Seite, Tabi, klingt es für mich auch ein riesiges Potenzial für Konflikt und für Chaos. Also, man schaut mal so ein bisschen, was kommt, was machen wir jetzt gerade so ein bisschen. Also, ist das alles einfach so lose? Oder wie ist das gestaltet? Ja, also das Zusammenwohnen mit Leuten ist sicher immer auch mit Konflikten verbunden. Es ist sicher einfacher, einfach mit dir zusammen zu wohnen, als mit anderen Leuten, weil, ja, genau, da kann man etwas auch zur Wahl beitragen. Aber ich finde, es ist wie wirklich, also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich nie so gewachsen, wie jetzt wie in den letzten paar Jahren, wo ich mit anderen Leuten zusammen gelebt habe. Einfach, weil du kannst wie deinem Charakter kannst nicht ausweichen. Du kannst nicht ausweichen, dass du konfrontiert wirst mit persönlichen Sachen und dass du wie auch an dir musst arbeiten, weil das hat ja immer zwei Seiten. Genau, und von dort her ist wie klar, natürlich, manchmal ist es so anstrengend, aber ich würde sagen, so unter dem Strich ist es schlussendlich wie eine Bereicherung und etwas, was ich wie überhaupt nicht missen will, wo ich wie auch die Frucht oder das Wachstum in dem innen wie sehe. Genau, je nachdem kann man sich gegenseitig challengen und es fordert dem brutal raus und eigentlich will man genug und will gar nicht mehr hören, aber man merkt ja, schlussendlich ist es ja genau das, was ich will. Also will ich mich ja in dem innen auch herausfordern. Ja, und die 80 Jahre, die wir haben auf dieser Erde oder wie auch immer, wir leben ja nicht für uns, sondern wir haben ja das Leben von Jesus geschenkt bekommen und können jetzt für ihn leben. Und ja, das ist manchmal schon intensiv, aber es ist schon mega cool. Sind ihr ja nicht von Kindesbeinen auf in so einer Gemeinschaft aufgewachsen oder gelebt? Jedes von euch hat ja ein Elternhaus, das wahrscheinlich ein anders ausgesehen hat. Wie sind ihr darauf gekommen, so etwas zu machen? Wie ist das entstanden? Also, wir haben beide
Eltern, jetzt, wo wir das schon gelebt haben, schon erlebt haben, wie das ist, ein offenes Haus zu haben. Meine Eltern haben immer viele Gäste gehabt, wir haben das miterlebt, sie auch. Aber der Punkt ist eigentlich gar nicht das, sondern es ist wie damals, wo der Matthias Schinkelsuk heisst der der Gründer war vom Open House, wo er zu mir kam und gesagt hat, hey, ich habe geträumt, ich habe einen Traum und hat das einfach beschrieben, ein Leben wie eine Apostelgeschichte. Und das war eigentlich der springende Punkt, wo ich gesagt habe, da wollte ich unbedingt dabei sein, das wollte ich miterleben. Einfach heute, hier, nicht weit weg, nicht in vergangener Zeiten, sondern jetzt hier im 21. Jahrhundert Apostelgeschichte dürfen zu erleben. Und das ist eigentlich die Motivation für das, was wir machen. Und ich glaube, das spielt gar keine Rolle, was man wie man das vorher hat erlebt oder was man für eine Persönlichkeit ist, sondern einfach der Hunger nach dem Wirken von Gott zu sehen im Alltag. Hat es nicht mal so einen Key-Moment gegeben, so einen Moment, ein Erlebnis, irgendetwas im Leben, wo ihr gemerkt habt, das ist jetzt genau in die Richtung, die wir laufen. Irgendetwas ganz Spezielles oder so, wie eine Berufung oder so, etwas in der Art. Oder ist es einfach gewachsen und ihr wisst, das ist so. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass eben, wie ich vorher gesagt habe, eure Familien, auch wenn ihr viel Besuch hattet, sehr offen waren, so ein bisschen quasi Open House in der Familie schon, aber das war ja nicht Gemeinschaftsleben, so wie wir es heute leben. Ja, also bei mir hat es natürlich viele einzelne Erlebnisse, die zu dem geführt haben. Und nach jedem Erlebnis, das wir hatten, kannst du wieder neu entscheiden, willst du eigentlich wirklich all in gehen für Jesus oder willst du wieder einen Schritt retour machen. Und ich wollte einfach keinen Schritt retour machen, weil ich unbedingt mit Jesus das Abenteuer erleben heute im Alltag. Und so hat es natürlich immer mehr Erlebnisse gegeben, die das so bestätigt haben, dass man das heute erleben kann und dass eben Apostelgeschichte heute und hier erlebbar ist. Und nicht einfach, ich habe früher immer die Geschichten gelesen oder gehört und es hat mich mega begeistert und die Filme gesehen von Leuten, die etwas mit Gott erleben, im Alltag oder auf der Straße. Und das hat in mir einen Hunger geweckt. Ich kann mich besinnen an eines der ersten Videos, die ich überhaupt gesehen habe auf YouTube, ist so ein Mann, der so Rastas hatte und der hat damals noch niemand kennt. Der war auf der Straße und hat den kranken Leuten die Hände aufgelegt und die sind gesund geworden. Und das hat in mir etwas wie elektrisiert, und ich dachte, genau so müsste doch unser Leben auch aussehen als gläubige Jesus-Nachfolger, wenn wir unterwegs sind, dass wir echt die Kranken sehen und dann für die beten und etwas erleben dabei. Und das war zum Beispiel so ein Schlüsselmoment. Ja. Aber ist das nicht einfach... Ich meine, das klingt ja mega traumhaft. Ich meine, so nach einem Motto quasi, das, was in der Bibel steht, wollte ich heute erleben. Aber ist das nicht einfach zu Jesu Zeiten gewesen? Passiert das wirklich heute? Wunder, heilig. Also erleben die das wirklich? Oder sind das einfach coole Insta-Stories, die man noch ein bisschen rausblasen kann? Also wir erleben es wirklich, ja. Nicht täglich, noch nicht. Aber ja, absolut. Also, ja, Wunder, heilige Versorgung auf verschiedenen Ebenen. Ja, absolut. Und das macht das Leben für mich so lebendig mit Jesus zusammen. Dass es tatsächlich passiert in meinem Alltag und ich weiss, Jesus ist im Werk. Wow. Ja, da denke ich zum Beispiel an ein paar Schwestern, die sind, also erwachsene Schwestern, es sind 8 Schwestern, muslimisch aufgewachsen und wir sind mit denen in Kontakt gekommen und die 2 haben durch Videos ihr Leben Jesus gegeben. Und die haben wir dann taufen, jetzt ab Pfingsten. Und jetzt mittlerweile sind es 5 Schwestern, die zum Glauben kommen und ein Ehemann. Und das ist schon eine kleine Gemeinde. Und was wir dort erleben, das ist schon gewaltig. Oder? Und die eine haben wir kürzlich Befreiungsdienst machen. All die Dämonen, die sie jahrelang geplagt haben, haben wir rausschicken aus ihrem Leben. Und sie dürfen Freiheit erleben jetzt. Und zu sehen, wie jemand so frei werden, sich verändert, für das lebe ich. Das ist genial. Also ich frage natürlich ein bisschen provokativ, gell? Man muss dazu sagen, ich selber erlebe so Zeug natürlich in unserem Dienst, auch im David-Dienst selber. Wir sind viel auf der Straße unterwegs und es macht einfach neugierig und einfach noch mehr zu wollen. Ich finde es so stark, euch zu hören und zu erleben jetzt auch. Eben, wir kennen uns ja schon, wir haben uns so oft kennengelernt. Ja.
schon als kleine Familie. Es war mega cool, oder? Das Nachtessen, das wir hatten. Mir fällt auf, ihr seid jetzt fast noch fröhlicher und besser drauf als damals, als ich euch besucht habe. Das ist mega cool. Ist das normal? Sind ihr Alltag so Friede, Freude, Eierkuchen oder gibt es auch irgendwelche Momente, wo ihr sagt, jetzt lange, jetzt ist irgendwo die Schnauze voll? Ich meine, ihr seid notabene ein Ehepaar, ihr habt ein kleines Kind, ihr habt irgendwo Zweisamkeit, was es doch irgendwann braucht. Stelle ich mir nicht ganz so unproblematisch manchmal vor. Oder täusche ich mich da? Ja, bei anderen ist es sicher auch nicht anders. Also ich sehe, es gibt sicher Sachen, die wir dürfen bewusster organisieren dürfen, weil wir vielleicht in der Gemeinschaft leben, so wie Zeit, die wir für uns haben oder so. Genau. Aber ich glaube, also zum wie so Enttäuschungen, ich glaube, in den letzten paar Jahren sind wir schnell drinnen geworden, wie Enttäuschung irgendwie auch schnell abzulegen. Also ich denke da vor allem daran, wie mit Leuten unterwegs sind, jüngerschaftlich unterwegs sind, zum Beispiel mit diesen Schwestern. Das ist jetzt seit ein paar Monaten. Und also, dann bin ich immer wieder enttäuscht, eigentlich jede Woche. Ich mache mit jemandem ab und sie sagen mir wieder ab und dann geht es wieder nicht. Und dann so, all die Sachen, die wie halt dann nicht klappen oder wo man wie sieht und dann merkt man, okay, ja, jetzt machen wir nochmal eine extra Runde irgendwie. Genau, jetzt vor allem in Bezug auf unterwegs sein mit Leuten. So. Ja, also immer wieder loslassen eigentlich. Ja. Ja, wir haben ja die beste Ressource. Also, Jesus hat gesagt, vergebt jemand anderem, dann kann ich auch den Vater im Himmel vergeben. Und wenn man das verstanden hat, dann lässt es sich tatsächlich einfacher zu leben. Und jeder von uns hat ja, ob man so lebt oder nicht, hat irgendetwas in seinem Leben, das er muss tragen muss, das er muss, bewältigen muss, sei das durch Persönlichkeit oder irgendetwas. Aber durch Jesus Christus haben wir die totale Freiheit und dürfen das immer wieder bei ihm ablegen. Und das ist schon die Freude, die wir erleben dürfen. Ja. Das ist mega spannend. Jetzt weiss ich, dass ihr nicht mehr zu Oftrigen in diesem Open House sind. Ihr seid weitergezogen. Es hat ein neues Zuhause gegeben, vor ein paar Monaten schon. Es ist etwas Neues aufgegangen. Die einen oder anderen fragen sich vielleicht, wohin ist denn jetzt gegangen mit diesen zwei? Hat denn das jetzt aber gleich nicht ganz gelangt mit Open House, Oftrigen? Was macht ihr jetzt? Wo sind ihr jetzt? Ja, wir haben dort, das hast du richtig gesagt, in Oftrigen haben wir ein Open House zuerst in Zofingen und dann jetzt in Oftrigen haben wir ein Open House aufgebaut. Und als wir gemerkt haben, es ist gut, das läuft, sind wir selber weitergezogen, haben das jemandem übergeben, das gibt es immer noch dort. Und es sind mittlerweile 2 Open House daraus entstanden. Und wir selber sind wie eine Art, die Vision ist wie weitergegangen. Und zwar ist jemand auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir wollen eigentlich das Gleiche machen wie dir, einfach mit 55 Wohnungen. Mit fast 100 Leuten zusammen leben. Und das sind wir jetzt auch in Oftrigen, in einer grossen Überbauung, wo die Firma Wendepunkt, der Wendepark gebaut hat, mit der Vision, dass Menschen dort drinnen dürfen Jesus kennenlernen, auf ganz natürliche Art und Weise, einfach eben, weil man zusammen lebt. Und dort sind wir jetzt, und seit einem Jahr, und es ist auch mega cool, dass wir dort dürfen einfach erleben, jeden Tag. Oh. Das ist cool. Das ist cool. Und das Fakt an dir, Tabi, gut Ja. angekommen? Absolut. Ja. Dort haben wir eine Wohnung jetzt? Ja. Das ist cool. Dort haben wir jetzt eigene Wohnung. Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So? Ja. Das ist lässig. Wie viele Open Houses gibt es denn jetzt in der Schweiz? Eben, ihr multipliziert euch selber schon mal, haben wir jetzt gerade gehört. Aus einem Open House in Oftrigen sind jetzt 2 entstanden. Ich weiss, es gibt in der ganzen Schweiz ganz verschiedene Orte Open Houses. Hast du eine Übersicht? Ja, ich habe nicht wirklich eine Übersicht. Das kann man auch nicht so genau sagen. Es sind etwa 13 Häuser, die wir haben. Und ab und zu geht wieder eins auf, eins wieder zu. Und so ist es einfach das Leben, oder? Da startet man etwas und es geht uns nicht darum, dass wir möglichst starke Strukturen haben oder dass unsere Lehre uns verbindet, sondern eben, wir sind verbunden durch die Werte mit den anderen
Open Häuser als geistliche Familie, als grosse Familie. Und da hat ab und zu mal eine die Idee, komm, wir starten ein Haus und nachher, ja, und das ist mega cool und das wollen wir natürlich auch noch mehr fördern, oder die Multiplikation, oder? Das sehen wir schon bei Jesus, es geht um das, dass es wie weitergeht. Also ist Open House for Cities eigentlich keine Organisation, sondern ein Movement. Also in dem Sinne einfach, oder ist es etwas Fixes, auch, wo Strukturen hat, so wie es halt ein Verein oder ein Stift, oder ist das einfach ein Brand, ein Name, und darunter tut man sich einfach quasi dann vor allem um die Werte, die sich verbinden? Genau, also es ist keine Organisation in dem Sinn. Es ist auch nicht wirklich ein Brand. Also wir nennen es einfach so. Und wenn jemand jetzt der mit uns unterwegs ist, dem nicht so sagen will, dann soll er dem irgendwie anders sagen oder keinen Namen geben oder so. Es geht überhaupt nicht um das. Sondern, aber manchmal hilft es so, wie zu wissen, okay, das ist jetzt ein Open House. Auch für einen Leiter oder so, der eins auftut, kann das manchmal schon helfen. Aber wir haben in dem Sinne keine Organisation. Wir sind ein paar Leute, ein paar Familien, die wie so ein Kernteam bilden, aber das ist es ja auch schon. Und Auftrag oder Aufgabe haben wir dort eigentlich nicht, sondern die geistliche Verantwortung, einfach, die wir weit tragen und auch mit diesen Leuten in diesen Open Häusern einfach reden und die auch wieder besuchen und so. Und das ist eigentlich schon alles. Was für Werte sind das, die ihr vertreten? Da habe ich jetzt vorhin schon gesagt, also kindlich, einfach, radikal und rein. Das ist eigentlich so soll unser Leben sein. Und das ist, merken wir, auf das kann man irgendwie zusammenfassen, der Glaube leben. So, es soll kindlich, soll der Glaube zum Ausdruck kommen, soll einfach sein, sodass jeder nachmachen kann. Es soll aber auch radikal sein, ohne Kompromisse. Oder dort, wenn uns Gott etwas sagt, dann machen wir es einfach genau so, ohne irgendwie Ausreden zu suchen. Und dann, dass unser Leben einfach rein ist. Und da merke ich, das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, oder dort, wo wir wohnen, dass die Leute uns so direkt ins Leben hineinsehen. Sehen sie einfach, dass wir ein reines Leben haben. Und das scheint natürlich in unserer Überbauung, dort scheint das mega weit und die Leute sehen das. Ja. Das ist cool. Aber du hast ja bei unserem Vorgespräch ganz kurz erwähnt, eben, dass nur schon ein Nachbar, der jetzt mit euch zusammen wohnt, ich nehme jetzt mal an, der ist noch nicht mit Jesus unterwegs, Genau. dich letztens gefragt hat, warum ihr eigentlich immer so fröhlich sind. Und das finde ich spannend. Eben, ihr lebt den Glauben, der ist bei euch nicht einfach nur auf eben Sonntagsgottesdienst oder so fokussiert, sondern euer Ziel ist eigentlich wirklich authentisches Christsein im Alltag zu leben. Das finde ich stark. Und das erlebe ich auch, wenn ich mit euch so Kontakt habe und wieder unterwegs bin. Ich finde das mega stark. Jetzt, den Joey kennt man vielleicht noch am ehesten. Referent, ISTL. Ich auch etwa gleich gut schwätzen wie ich. Tabea kennt man noch nicht so wahnsinnig gut, aber ich muss ehrlich sagen, Tabea, du hast Juwelen in dir drin, die viele Leute nicht kennen. Ich möchte 2 Begriffe, 2 Wörter in den Raum stellen und dich fragen, was hat das mit sich? Und zwar hat das eine Musik, Gitarre und Worship insgesamt. Das ist ein Teil von dir, wo viele vielleicht nicht so öffentlich kennen, aber das ist etwas, was du sehr, 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 sehr stark vertrittst. Ist das etwas, was du jetzt im Kontext von Open House, Open Park so auch kannst leben? Absolut, ja. Genau, ja. Ich liebe Worship. Und irgendwie, ja, das ist gewachsen in den letzten Jahren, bin ich das reingewachsen. Und ich würde sagen, im Open House hat Gott anbeten als Familie, als Haus, hat auch einen zentralen Wert. Und dort bin ich natürlich, ja mal, halt die irgendwie kann singen und Gitarre spielen, die ist auch die Auserwählte zum Lobpreis leiten. Oft. Aber ich liebe es. Und seit Jahren ist es vor allem das Setting, wo wir zusammen Gott anbeten, als Familie in unserer Stube. In dem Sinne eigentlich sehr unspektakulär. Und ich liebe es zusammen mit den Leuten, die wir unterwegs sind, vor Gott zu kommen, das zu erleben, ihn anzubeten. Ja, von dort her ist es absolut zentral. Also schon im Open House, im Wendepark,
Ja, genau. 2 Wörter. Hingabe und gesendet. Was das mit sich zu hat, hören wir nämlich jetzt gerade mal an. Und zwar haben wir einen kurzen Zusammenschnitt. Wir sehen uns das nämlich 2 Lieder, die Tabea geschrieben hat und vor etwa 11 Minuten im Studio aufgenommen hat. Und ich bin baff gsi. Das ist nämlich viel mehr als einfach, ja, ich bin ein bisschen Worship, ich bin ein bisschen im Open House, ein bisschen Lobpreis leiten. Die Frau, die hat etwas weiterzugeben. Wir sehen uns das mal kurz ein bisschen. Sie gesendet von dir in die Welt, du bist mit uns, so wie der Vater in dir ist, so wie du bist gehorsam gsi, so wie du dich hast lassen senden, so sendest du uns jetzt. Es kostet mich alles, mein Leben dir zu geben. Ich liebe dich von ganzem Herz. Je mehr ich dich kenne, sehe, was du kannst tun, sehne ich mich nach mehr. Ich entscheide mich, eigentlich mehr für dich und ich lasse alles hinter mir. Tabea, Hammer-Songs. Also mich hat es wirklich tief berührt, schon vor 11 Monaten, als ich das irgendwo plötzlich mitbekommen habe. Ich habe das natürlich auch mitbekommen aus der ganzen Worship-Community Bern, dass du das aufgenommen hast. Ich bin mit dem Studio, das hast du aufnehmen, ein bisschen befreundet. Da hat es reingelassen und sagen müssen, wow, da muss doch noch mehr kommen. Da muss doch noch mehr kommen. Du hast so eine Fülle. Wie bist du auf die 2 Songs gekommen? Jetzt muss ich überlegen, welches das zuerst war. Ja, gesendet war zuerst, genau. Also es war Anfangs 2020. Genau, wir hatten eine turbulente Silvester mit unserem Sohn, der hat erbrochen und so. Das war wüst. Und wir hocken dort, hören dem Feuerwerk zu. Und nachher habe ich plötzlich das Gefühl, es wird ein Jahr, wo wir Frucht bringen werden. Und das hat mich eigentlich wie zu diesem Lied gebracht. Ich habe Johannes, die Kapitel 14 bis 17 x-mal hin und her gelesen und mir überlegt, was heisst es denn? Genau. Und so ist wie das Lied entstanden, wo ich dann das Gefühl hatte, ja, man könnte eigentlich mal ein Lied, ich könnte eigentlich mal ein Lied schreiben. Genau. Und die Hingabe hat mich mega bewegt, einfach meine Hingabe an Jesus, und zwar ausgehend davon, dass ich ein Buch gelesen habe, Biografie von Dorothea Trudel. Sehr empfehlenswert für die sie nicht kennen. Und mich hat es einfach tief bewegt, als ich gemerkt habe, wow, die hat ihr Leben so Jesus hergegeben. Und irgendwie, ja, ich will mich auch immer wieder entscheiden, mein Leben so Jesus herzugeben. Genau. Mir fällt auf, dass die beiden Songs auch sehr viel mit eurem Leben zu tun haben, generell. Also Theodora Trudel ist ja Hinti, das finde ich super. Aber passt ja extrem eigentlich auf das, was ihr macht. Mit Open House, mit eurem Leben generell. Wirklich absolute Hingabe. Aber auch sich senden lassen, gesendet zu sein, sich als solches auch verstehen. Gibt es noch mehr Songs, die habe ich in der nächsten Zeit? Ja, ich würde sagen, aus genau diesem Grund ist es auch nicht, also ich sehe mich nicht primär als Musikerin, darum habe ich so nicht das Ziel, möglichst viel zu produzieren. Und ich wünsche mir auch, dass die Lieder wirklich wie auch viel tragen, oder wie auch etwas aussagen. So. Darum geht es nicht mega schnell. Aber ja, ich habe mit ein paar anderen zusammen dieses Jahr auch einen Song geschrieben, und wir waren letzten Sonntag im Studio. Genau, also der wird ja auch gleich mal veröffentlicht. Und ich habe es schon vor, ja. Aber manchmal ist es halt nicht ganz prioritär. Ist so, ich will dir einfach Mut machen, bleib dran. Es ist wirklich Hammer. Also, es ist wirklich cool. Jetzt freuen wir uns in dem Fall auf die nächsten Songs. Der Johi ist auch nicht ganz nur irgendwo im ISTL schauen, dass die Studenten das Zeug richtig machen. Er hat auch etwas gemacht, etwas, wo ich mich im ersten Moment gefragt habe, wieso der jetzt auch? Weil jetzt sind so viele Bücher erschienen, jeder, der irgendwie Leiter ist, schreibt ein Buch, hat das Gefühl, er muss irgendwie, das ist wunderbar, aber ich fand, Jochi, ich kenne den eigentlich, das ist so ein Machertyp, so. Und jetzt schreibt er ein Buch. Jochi, du hast ein Buch geschrieben, wieso? Ja, wieso? Ist das nötig? Ja, ich hatte es nötig.
Nein, es war eigentlich so, ich habe meinen Master gemacht, abgeschlossen und dachte, jetzt ist mal fertig studiert. So. Und dann ist ein Freund, der eine Schule hat aufgetan, hat gesagt, hey, du kannst bei mir einen Doktor machen. Das würde bedeuten, du schreibst ein Buch über deine Forschung, die du gemacht hast oder die du machst nachher. Und ich habe mir das ein bisschen hin und her überlegt, aber es war relativ schnell klar gewesen, mal das mache ich, weil es etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und so bin ich dann dahinter gehockt. Und dann habe ich wie gespürt, so ein Drängen in mir, möglichst schnell auch zu einem Abschluss zu kommen. Es ist nach 2 Jahren gegangen und jetzt da im Sommer durfte ich das abschließen, habe den Doktortitel bekommen und das Buch durfte veröffentlicht werden. Und interessanterweise, seit Anfangsjahr hatte ich so ein enormes Drängen gehabt, das möglichst wirklich abzuschließen auf den Sommer her. Und wir wissen ja alle, dass wir jetzt in dieser Pandemie, in diesen Wirren innen sind und dass das die Gemeinde von Christus auch betrifft. Und das ist eine mögliche Antwort auch auf die ganze Frage, die wir jetzt haben, wie die Gemeinde sich entwickeln oder soll entwickeln. Und interessanterweise hat mir Gott einfach das Drängen gegeben, das abzuschließen jetzt da bis in den Sommer. Das Buch heisst «Der Auftrag bleibt». Ist also optimal für Weihnachten, Neujahr oder für Sportferien oder ein Wochenende, wo man nicht so genau weiss, was machen. Aber ich glaube nicht, dass das Buch so einfach gedacht ist, zum Durchschneugen, auf die Seite legen, weitergehen. Der Auftrag bleibt. Welcher Auftrag bleibt? Ja, vielleicht wenn ich heute ausholen darf. Einerseits ist es ein Buch, das man einfach lesen kann. So ist es auch geschrieben. Das war mein Anliegen, dass wirklich das auch einfach zu lesen ist. Und ich habe dort aufgebaut, dass sie so ein Bild brauchen von einem Berg, wo du ein Tunnel durchgraben. Und der Berg ist unsere Gesellschaft, die wir erreichen mit dem Evangelium. Wo wir Menschen erreichen. Und da muss man den Berg einerseits gut kennen, aber man muss auch die Sprengladung gut kennen und dann auch die Sprengung gut machen, wenn man wirklich das Loch für ein Tunnel zu bauen. Und so ist der erste Teil der Berg beschrieben, jetzt in Form von Generationen, von den jungen Generationen auch, wo man manchmal denkt, wie können wir die erreichen? Wie ticken die überhaupt? Und das ist auch ganz, ganz spannende Erkenntnis herausgekommen. Und dann hat man ja oft das Gefühl, ja, das Evangelium, das kennen wir. Wir wissen, um was es geht. Wir kennen die 4 Punkte oder was auch immer und denkt, ja, so ist es und so. Aber das auch mal genau anzuschauen, was ist denn eigentlich unser Auftrag, den wir haben hier in dieser Welt? Ist es das oder ist es das? Und dann bin ich nachgegangen und nachher zum Schluss eigentlich die Sprengung. Und das ist echt das, wo mein Herz dafür steht. Ich möchte sehen, wie hier in der Schweiz, in Europa wirklich eine neue Reformation darf stattfinden. Und vielleicht ist es ein bisschen zu nett formuliert, ich weiss es nicht, aber es soll etwas bewegen in uns innen, dass der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass der heute top aktuell ist und dass wir den heute erleben können und dass in der Kraft vom Heiligen Geist, dass aber nicht eine komplizierte Geschichte ist, sondern eine ganz einfache Sache, Menschen für Jesus zu gewinnen und die hineinzuführen in eine geistliche Familie. Und um das geht es in diesem Buch. Wer soll das Buch lesen? Ja, erstmal jeder, der Interesse hat, dass sein Leben darf eine Wirkung haben in die Welt hinein, dem würde ich es empfehlen. Dann kann man vielleicht so die paar soziologischen Studien kann man vielleicht skippen und nachher weitergehen zu den anderen Kapiteln. Aber jeder, der eigentlich möchte, seine Nachbarn erreichen für Jesus, dem empfehle ich das. Dass er kann sehen kann, wie kann das gehen. Und dann natürlich jedem Leiter, jedem Pastor, jedem Jugendleiter, dass er einerseits die Jungen kann verstehen und andererseits auch den Auftrag, den wir wirklich haben hier in dieser Welt. Das Buch ist zum Lesen, gibt es den Jochi auch in einem anderen Format. Also wenn man mehr wissen will, also eben die ganzen Erfahrungen, die ihr jetzt auch in der Jüngerschaft macht, bei Open House, bei diesen ganzen Lebensformen, die ihr jetzt eigentlich wirklich drin steckt, das Buch, kann man dich auch buchen irgendwie, kann man dich anfragen für Teachings, für irgendwelche auch Mentoring, Coachings, wenn man so etwas aufbauen will. Ja, also man kann natürlich über Jüngerschaft und über einen Auftrag kann man viel reden, aber es ist ein Unterschied, ob man es erlebt oder einfach darüber redet. Und darum mache ich hier eine Einladung an jeden, der das hört.
kommt einfach mal vorbei bei uns, unser Haus ist offen, oder geht in ein anderes Open House, ihr dürft einfach vorbeikommen. Und wir wollen zusammen essen, zusammen austauschen und einander wirklich begegnen. Ich denke, das ist die erste Form, wo man ja, genau, das ist einfach eine Einladung für jeden. Ihr dürft sich gerne bei uns melden. Und das Zweite ist, wir haben ein Jüngerschaftstraining gestartet, nicht für Jüngerschaft, ich folge Jesus nachher, sondern für Jüngermacher. Menschen, die sagen, ich habe irgendwie verstanden, wie ich Jesus nachfolgen kann, wie ich mich selber ernähren kann und so weiter. Aber ich möchte auch zu einem Jüngermacher werden. Das ist echt das, was Jesus gesagt hat, sollen wir werden. Wir sollen Menschenfischer werden, Jüngermacher. Und da haben wir eine Jüngerschaftsschule gestartet dieses Jahr. Und mit der ersten sind wir jetzt da dran. Und wir überlegen uns verschiedene Formen, wie wir das zugänglich machen können für noch viel, viel mehr Leute. Und weil über Jüngerschaft kann man eben reden oder eben man kann es erleben in Form von einem Training. Und ich glaube, das ist ja dann eben schlussendlich auch Jüngerschaft, wenn man zusammen Leben teilt und so zusammen unterwegs ist. Und da darf sich auch jeder mir melden. Das heisst HIT, High Intensity Disciple Make Training, weil es wirklich high intensive ist. Spannend. Hast du es gerade auf den Punkt gebracht? Ich würde mich riesig freuen, wenn wir zum Abschluss Tabi und Joey für uns beten könnten, für die ganzen Zuschauer auch. Wir sind schon am Schluss unserer Zeit. Es ist unglaublich schnell umgegangen. Darf ich euch bitten, für uns zu beten? Klar. Ja, danke Vater vielmals für deine Gegenwart. Danke vielmals für deine Fülle, die wir damit drinnen leben. Und ich sage euch wirklich, mit einem Hunger, mit einer tiefen Sehnsucht, unseren Vater, unseren Gott immer besser kennenzulernen und wirklich zu erleben, wer er ist, was er tut und was er mit euch vorhat. Ja, und Jesus, danke dir, hast du gesagt, es ist gut, ich gehe jetzt. Im Johannes hast du das gesagt, es ist gut, dass ich jetzt gehe, weil jetzt kommt der Heilige Geist. Und ich danke dir, dass du die Geist uns gegeben hast, der in uns innen brennt. Und ich bete dafür, dass die Person, die das jetzt gerade schauen, dass wirklich der Heilige Geist in euch innen darf anfangen brennen, wie ein Feuer, wie ein loderndes Feuer. Und mir kommt immer wieder die Geschichte in den Sinn von Jeremia, wo sagt, ich wollte aufhören, von Gott zu reden. Aber ich konnte nicht, weil in meinen Knochen hat es angefangen zu brennen, wie so ein Feuer. Und da bete ich gerade dafür, dass das in eurem Leben passieren darf, dass das Feuer vom Heiligen Geist darf brennen in eurem Leben. Und dass die Reformation, die jetzt ansteht, dass wir die Gemeinde neu erleben dürfen, wie sie florieren, wie überall Menschen zum Glauben kommen und neue Gemeinschaften entstehen, dass das durch dich passieren darf, im Namen Jesus. Amen. Amen. Danke euch für den Besuch hier bei uns. Hat Spass gemacht. Danke vielmals. Ja, merci. Wer so ein Buch möchte vom Johi, er hat eine Webseite, wo man das Buch auch bestellen kann. www.derauftragbleibt.ch. Alles zusammengeschrieben. Wir werden es auch noch verlinken. Und wir haben ein Geschenk. Die ersten 5, die sich per E-Mail bei uns bei der Stiftung David in der Schweiz meldet unter info@david-dienst.ch info@david-dienst.ch Stichwort «Der Auftrag bleibt». Wir haben 5 von diesen Exemplaren, die wir vom Joey geschenkt bekommen haben, und die ersten 5 werden zu eins von uns zugeschickt bekommen. Jetzt würden wir uns riesig freuen, ihr würdet den LiveNet-Talk posten, teilen auf YouTube, Facebook, Insta, wo auch immer, dass möglichst viele das auch sehen. Ich freue mich, euch bald wieder mal zu sehen, auf LiveNet-Talk oder an einem anderen Ort, und wünsche euch jetzt schon ein ganz gesegnetes 2022. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.